Und folgenden Auftrag jetzt an euch, wenn ihr einen Ping-Pong-Ball habt, sonst gebt noch einen weiter an die, die noch keinen haben. Folgenden Auftrag an euch, von dort, wo ihr jetzt sind, das Glas da vorne zu treffen. Also sobald ich auf 3 zähle, sobald ich auf 1, 2, 3 auf 3 zähle, dürft ihr kommen und dürft ihr versuchen, das zu treffen. Also, 1, 2, 3. Oh! Näher dran gewesen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und ein paar haben an mich versucht zu treffen, genau. No. Wunderbar, gut. Was ist los? So viele Versuche, so viele Menschen. Ich habe auch noch einen Versuch, ist gut? Ich habe auch noch einen Versuch. Was war mein Vorteil? Nähe. Die Nähe war mein Vorteil. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, Jesus möchte nicht, dass du ihm aus der Distanz folgst. Und Jesus möchte dir auch nicht seine Segnungen aus der Distanz zuwerfen. Er möchte aus der Gemeinschaft mit dir hineinlegen, was er hat für dich. Und du darfst dein tiefste, innerste Herz hineinlegen in ihn. Nicht aus der Distanz, sondern aus der Nähe. Die Nähe zu ihm, die Gemeinschaft mit ihm ist alles. Und alles andere wächst daraus raus. Darum suchen wir die Gemeinschaft bei ihm. Und heute gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir schauen nämlich jetzt heute mal an miteinander, was passiert denn, wenn Menschen bei Jesus sind, wenn sie sich um ihn herumscharen. Warum hat Jesus die grosse Schar von 70 und noch mehr und dann von diesen 12 vom inneren Kern gerufen in die Gemeinschaft mit ihm? Was hat er gemacht? Und noch ein Tipp für die nächsten Wochen vor Ostern: leset 1 oder 2 von den Evangelien durch. Für ein Evangelium, Markus, Lukas, Johannes, Matthäus, haben wir etwa 2 Stunden für ein Buch. Also kein Problem, 1 bis Ostern, vielleicht 2. Wieder mal Geschichte, so ganz von A bis Z, die ganze Werdegang mit seinen Jüngern, die Reise ans Kreuz und zur Verstehung. Das wieder mal am Stück zu lesen. Wir sind so manchmal so Verse, aus den Versen heraus leben wir, aber am Stück den Kontext wieder mal zu erfassen auf Ostern hin, damit wir dann so Karfreitag und Ostern so richtig erfassen können. Ein Tipp, macht das für die nächsten Wochen auf Ostern hin. Und was Jesus gemacht hat, ein von den Teilbereichen von seinem Dienst, war, dass er gelehrt hat. Er hat Lehre weitergegeben. Und um das wird es heute Morgen gehen. Es gibt Worte, die hören wir und sie verändern gar nichts. Und dann gibt es Worte, die wir hören und die verändern einfach alles. Und so gehen wir in eine Geschichte rein, aus dem Thema heraus. Jesus ist der Lehrende. Lasst zu. Gehen wir in eine Begebenheit hinein, ganz am Anfang vom Markus-Evangelium. Direkt, Markus geht ziemlich zügig für sich, der verliert keine Zeit in der Vorgeschichte von Jesus. Er geht gerade rein, nach der Taufe geht es gerade rein in die Jüngerschaftsthematiken. Und dort steht in Markus 1, 21, und sie gingen nach Kapernaum und sogleich am Sabbat ging Jesus in die Synagoge und lehrte. Wir alle haben Erfahrungen gemacht mit Lehrern. Und ein paar Lehrer sind unter uns. Und die einen Erfahrungen sind gut gewesen, die wir gemacht haben, die anderen sind nicht so gut gewesen und die anderen sind traumatisch gewesen. Und ich bin Pastor und ich bin mir bewusst, dass ich auch ein Lehrer bin. Aus dem Amt heraus eine Lehrfunktion habe. Und ich komme da und stehe da und lehre etwas
und ich weiß genau, ihr denkt euch eures dabei. Aber die Frage ist, wie hörst du an einer Predigt zu? Hörst du einer Predigt zu, als würde Jesus zu dir reden? Oder hörst du einfach am Martin zu oder am Christoph oder wem auch immer und machst du dann deine eigenen Schlüsse? Jesus ist aufgetreten und hat angefangen mit Lehren. Und dann heißt es, und sie erstaunten über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Wow. Also sie sind erstaunt gewesen. Das kommt ganz anders über, was Jesus sagt. Ich meine, die Schriftgelehrten haben sich vorbereitet. Die Schriftgelehrten haben studiert. Die Schriftgelehrten haben sich tief verankert im Wort Gottes. Die haben richtig gearbeitet an dem, was sie dann auch weitergegeben haben. Und viele von denen haben es auch ernsthaft gemeint. Aber da merken die Menschen, das ist anders. Was Jesus lehrt, ist anders als jede Predigt, die wir bis jetzt gehört haben. Vollmacht. Wenn man eine Vollmacht hört, ich weiß nicht, was du für ein Bild hast, wenn du über das Wort Vollmacht hörst, dann denkt man gar an Kraftwirkungen, Geistesgaben, irgendwo Übernatürliches. Aber das ist nicht alles an dem. Sie spüren, dass Jesus autorisiert ist, Autorität hat, Vollmacht hat. Oder man könnte auch sagen, das Recht hat, über diese Dinge zu reden. Sie können es noch nicht genau einordnen, warum, aber sie spüren, der redet aus einer anderen Position und Quelle. Menschliche Lehrer reden über etwas und über Gott, über geistliche Dinge. Die Zuhörer spüren, der jetzt da redet, der redet nicht über das Wort, der ist das Wort. Der redet nicht über Wahrheit, der ist die Wahrheit. Der redet nicht über das Leben und über das ewige Leben und dass es dann irgendeinen Himmel gibt, der ist das Leben. Und sie spüren das, dass da Recht ist, Autorität ist von dem, der da spricht. Es war anders, wenn ich im Hotel, wo ich geschafft habe, in die Küche gekommen bin als Mitangestellter da im Management und am Küchenchef gesagt habe, wie der Direktor gern das Bankett möchte haben. Dann ist schnell gekommen. Es war total anders, wenn der Direktor selber in die Küche gekommen ist und gesagt hat, wie er es gerne hätte. Ja, Chef. Ja, Chef. Autorität über etwas zu haben. Und wichtig für uns auch zu wissen, die Predigt hat ihre Vollmacht nicht durch den Pastor, sondern durch das Wort, das ausgeht. Wenn wir auf den Pastor setzen, sind wir arm dran. Wenn wir auf das Wort setzen, dann werden wir reich beschenkt. Und wenn Christen das verstehen, dann jagen sie nicht mehr Referenten an, sondern Christus. Und viel zu oft ist auch von grösseren Leitern die Vollmacht vorgaukelt worden, der Gemeinde, damit sie ihre Position halten können. Aber es ist nicht nötig. Wir müssen nicht Vollmacht als Pastor vorgaukeln, irgendwie etwas darstellen, wo wir nicht sind, etwas ausdrücken, wo wir nicht haben. Denn die Kraft kommt nicht vom Redenden, sondern vom Wort, wo ausgeht. Das hat der Paulus auch gesagt im 1. Korinther 2, 1-5. Ich habe Christus gepredigt, den Gekreuzigten, in aller Schwachheit. Auf dass euer Glaube nicht steht auf Menschenweisheit, sondern
auf Gottes Kraft. Das Wort Gottes. Wenn du heute Nachmittag in die Sonne gehst, wenn du sünnelst, weißt du eigentlich, was denn in deinem Körper passiert? Auf wundersame Art und Weise. Du setzt dich einfach am Licht aus, der Sonne aus. Und auf wundersame Art und Weise entsteht Vitamin D. Und deine Zellen regenerieren sich. Und dein Gemüt wird hell. Und du setzt dich nur aus, du machst gar nichts, du liegst im Liegestuhl. Und du empfängst nicht nur Brüne, sondern da gehen ganz viele Prozesse im Körper ab, wenn wir uns der Sonne aussetzen. Nicht zu lang, dann wird es wieder gefährlich. Aber genug lang, damit du erhellt wirst. Das ist so etwas Spannendes wie eben Einwirkungen, wo man gar nicht spürt, aber man wüsste es. Dies Wort, Herr, ist ein Licht für meinen Weg. Dank deinem Wort verstehe ich. Und Jesus ist selber aufgetreten und gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir uns ihm aussetzen, seinem Wort uns aussetzen, dann passiert etwas Übernatürliches in uns, wie wenn die Sonne in dir Vitamin D produzieren würde. Produziert es in uns, tut es in uns sein Werk. Und von dieser Vollmacht, Sie verstehen, da ist die Vollmacht. Und die Vollmacht, das Recht zu reden. Sie können es noch nicht einordnen, aber Sie spüren es, dass es steht in dem Kontext vor allem, was jetzt noch kommt. Nämlich, und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie. Also plötzlich in die ganze Szene, mit die Predigt der Störung. Und ein Mann ist da, der schreit, wo ein Geist aus ihm raus schreit. Und jetzt sehen wir, ja, die Vollmacht ist auf der einen Seite das Recht, dürfen zu reden, als Gottes Sohn. Und auf der anderen Seite jetzt kommt aber auch eben die Wirkung rein, die die Vollmacht unterstreicht. Und dann heißt es, oder zuerst schreit der noch, Entschuldigung, genau, der Geist schreit, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich kenne dich, wer du bist, der Heilige Gottes. In diese Situation hinein entsteht eine Reaktion von der unsichtbaren Welt, von den unreinen Geistern in dem Mensch inne, eine Reaktion, eine Proklamation, und sie scheuen sich nicht, den zu benennen, der vor ihnen steht, auch wenn sie nicht vorhaben, sich zu unterwerfen vor dem. Es gibt so viele Menschen, die das Wort von Jesus hören, aber nicht danach handeln, die von ihm gehört haben, irgendwo vielleicht sogar rituelle Produkte hervorbringen, aber ins Kennen, die Nähe mit ihm zu haben, zu reagieren auf das, was er tut, ist fern. Aber darum sehen wir, wie da eine Reaktion, also sogar aus der unsichtbaren Welt kommt und er benannt wird. Und alle plötzlich, wow, was hat die Stimme gerade gesagt? Was hat die Person durch die Geister, die gegen Gott sind, gerade gesagt? Das ist der Heilige Gottes. Das ist der Messias. Ist das echt der, wo wir gewartet haben? Jetzt verstehen wir seine Vollmacht. Jetzt verstehen wir, was wir gespürt haben. Da bedrohte ihn Jesus und sprach, verstumme und fahr aus ihm aus. Und der unreine Geist riss ihn und schrie mit lauter Stimme und fuhr aus von ihm.
Wenn das Wort Gottes, wenn Jesu Wort ausgeht in eine Situation, in diese Situation, an dieser Person, dann wird seine Autorität sichtbar. Das Dunkle muss weichen, Licht zieht ein, das Böse muss weichen, Reinheit kommt rein. Und das ist das, was wir auch wissen müssen. Gottes Wort wird in dir und in mir seine Wirkung vollbringen. Und das ist egal, ob die Predigt gut ist oder nicht. Sein Wort ist gut und ist wirksam. Und es wird hineindringen, wie ein Skalpell in dein Leben hinein. Und es wird das Dunkle und Schlechte abschneiden. Es wird dir die Bindung lösen, die vorhanden ist. Keine Bindung ist stärker als das Wort Gottes. Und nichts, was die Dunkelheit auslöst, ist mächtiger als das Licht. Und deine Vergangenheit ist nicht grösser als seine Gnade. Immer wieder vor Augen halten. Und wie kommen wir in den Genuss von dem Guten, wo Gott für uns hat? Indem wir uns näher bei ihm aufhalten. Und indem wir sein Wort in uns aufnehmen, wie ein Schwamm, wie eine Medizin, die uns gut tut, wo wir verstehen, jetzt passiert eine Wirkung. Da entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sprachen, was ist das? Was ist das für eine neue Lehre mit Vollmacht? Denn er gebietet auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und sein Ruf verbreitete sich sogleich überall. Gute Nachricht erzählt man weiter. Überall wird erzählt, was wir gerade erlebt haben. Wer da einer gekommen ist und in einer total anderen Art, wenn er gesagt hat, er hat uns tiefst bewegt, hat uns getroffen, wir haben gespürt, der redet aus der Quelle, der ist die Quelle. Der redet nicht über etwas, er ist es und er hat es demonstriert. Er ist proklamiert worden und der Ruf ist überall erklungen über seine Vollmacht und seine Kraft. Jesus lehrt. Jesus lehrt dich und mich. Nicht, damit wir immer gescheiter werden und mehr wissen, sondern dass wir Veränderung erfahren. Tiefst innere Umkehr und das Vertrauen in ihn, weil er es gut meint mit uns. Dass wir das verstehen, worum er lehrt. Ich weiss, wir haben manchmal schlechte Erfahrungen gehabt, gell, ihr Teenager, die Lehrer manchmal, gell, es ist schon nicht einfach mit denen. Alle wollen einem etwas beibringen, als wüsste man nichts, dabei wissen ihr ja alles schon. Und die Eltern kommen nicht raus, haben keine Ahnung. Und dann ist Jesus. Und der möchte auch noch etwas. Und was muss ich jetzt schon wieder? Wenn wir verstehen, dass seine Worte anders sind als alle Worte, die in dieser Welt gesprochen werden. Seine Worte haben immer Heilung und Veränderung und Befreiung und das Beste im Sinn für dich und für mich. Und da werden wir das nächsten Sonntag hören, der Christoph wird über den Dienst von der Heilung und Befreiung reden. Aber heute einfach mal nur das grundsätzliche Thema. Bei ihm sein und heute, er lehrt uns, damit wir in den Fluss, in den Dunst, in das Licht von seinem Wort kommen, damit, ob du es spürst oder nicht. Manchmal lesen wir die Bibel und denken, ich habe jetzt nicht so viel gespürt. Aber das ist bei der Sonne auch so, bis auf ein bisschen Wärme. Man merkt nicht, dass Vitamin D entsteht. Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt gewusst hast. Gottes Wort deckt auf. Und manchmal reagieren wir ein bisschen zurückhaltend, wenn Gottes Geist uns auf Bitterkeit, auf Zorn, auf Egoismus, auf was auch immer gerade über uns über die Leber kriecht, hinweist. Aber ich habe das Recht. Ja, du hast das Recht.
Aber wenn du spürst, wie Gott in dein Leben hinein wirkt, dann bist du dankbar. Heb an das Wirksame aus seinem Wort. Er macht das nicht, um dich zu beschämen, sondern um dich zu befreien. Wenn wir die Lehre von Jesus studieren und eben das Evangelium oder so durchlesen, dann müssen wir damit rechnen. Ja, mehr noch, wir sollten es erwarten, ja, mehr noch, wir sollten es uns wünschen, dass die Wirkung stattfindet. Und viele haben Angst davor, Gottes Wort zu lesen, weil sie die Wirkung erwarten. Oh, wenn ich das aufschlage, dann verändere ich mich ja noch zu einem guten Mensch. Und ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt da noch ein bisschen weiterlese, dann sagt Jesus, dass ich vergeben soll. Aber ich will nicht vergeben. Und wenn ich noch ein bisschen weiterlese, dann sagt Gott, dass wir grosszügig sein sollen. Das will ich nicht. Alles mies. Mein Schatz. Wenn ich es aber weiss und sage, Herr, ich nehme dieses Wort auf, deine Wirkung verändert. Und ich ziehe es rein, ich nehme es an. Wenn wir Kopfschmerzen haben, dann nehmen wir irgendein Aspirin, dann hocken wir an und warten auf die Wirkung. Wenn wir nicht schlafen können, dann nehmen wir ein Baldrian, liegen an und warten auf die Wirkung. Wenn du das Wort Gottes lesest, dann lies das Wort und dann hock an. Wart auf seine Wirkung. Der Trost, die Hoffnung, die Zuversicht, Wegweisung, Ausrüstung, Mut, Kraft, Geist Gottes, Geistesgabe, Auftrag, Mission. Wo geht es an? Hey, brauchst du gerade Hilfe? Nein, schade. Ich bin gerade so. Woher kommt das? Aus dieser Nähe mit ihm und aus dem Dienst von ihm an mir durch sein Wort. Jesus, seine Vollmacht, ist nicht gegen dich, sondern für dich. Und führt ihn zum Kreuz. Und führt uns in der nächsten Woche zum Kreuz. Und das ist etwas ganz Wunderbares. So, für dich, wo hast du in der letzten Zeit Jesus mehr zugelassen? Oder seinem Wort oder der Predigt zugelassen, aber hast keine Wirkung, keine Reaktion, keine Veränderung zulassen? Weil du gar nicht verstanden hast, was eigentlich Gott möchte mit dir. Ich als Martin, ich als Pastor, ich möchte gar nichts von euch. Ich predige mir eigentlich selber. Also am Samstag und am Freitag und dann heute predige ich euch. Aber das Wort ist auch für mich Inspiration. Und wo muss Gottes Wort in deinem Leben gewisse Stimmen zum Schweigen bringen? Immer wieder die gleichen Nachlagen, immer wieder die gleichen Gedanken. Wo sind so Stimmen, die zum Schweigen gebracht werden? Und ich sage dir, Jesus möchte das tun in deinem Leben durch sein Wort und durch seinen Geist. Halleluja. Das ist so wichtig. Und dann auch die Frage, wie pflegst du es bei ihm sein in der nächsten Zeit? Ganz konkret, einen festen Ort, eine feste Zeit, Bibeln aufschlagen, Herz aufschlagen, empfangen sein. Wissend, Herr, ich nehme jetzt dein Wort und es wird seine Wirkung haben an mir. Und viele von euch sind schon so gewöhnt an diese Wirkung, wir haben uns gar nicht bewusst, wie Jesus uns in unserem Leben schon verändert hat. Und wo wir stehen heute. Und du wirst heute an einem anderen Ort stehen, ohne Jesus. Vielleicht stärker und erfolgreicher in dieser Welt.
Aber wir binden uns ja nicht an die Welt, sondern wir binden uns an ihn. Und an die Zukunft, die wir haben in ihm. Und es ist einfacher, ich habe das immer zu meinem Kollegen im Hotel gesagt, wir sind beide gläubig, und gesagt, wenn wir nicht gläubig wären, hey, wir könnten so viel Geld machen, wir könnten so beschissen und machen und tun. Und ich hätte noch ein paar gute Ideen. Aber der Herr lässt es nicht zu. Zum Glück. Halleluja. Wir suchen etwas, das wertvoller ist. Und darum pflegen wir die Gemeinschaft. Jesus war der Lehrer in der damaligen Zeit, dort in den Synagogen und darüber hinaus nachher der Jünger mit den Jüngern. Und Jesus lehrt uns heute noch durch sein Wort und durch seinen Geist. Der Heilige Geist ist der Gemeinschafter, der bei uns siehende Tröster und Helfer, haben wir gerade vorher auch gesungen in einem Lied. Wir lesen das Wort und der Geist wirkt in uns Verständnis. Wir hocken ein, wir gehorchen ihm und ich schließe mit einem Vers aus Hebräer 3, 7-8. Aus diesem Grund ermahnt uns der Heilige Geist. Heute, wenn ihr die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Ich hoffe, dass du in Zukunft, wenn da predigt wird oder irgendwo anders eine Predigt hörst, dass du aufs Wort achtest, wo durch seinen Geist zu dir kommt. Und nicht so, wie grossartig jemand redet und was er sagt, sondern was die Wirkung ist, die kommt. Und wenn du in deiner stillen Kammer bist und das Wort Gottes lesest, die Bible-App aufmachst, dann nicht nur stimmt das, was da steht, kann ich da ein Like geben oder nicht Like geben, sondern das Wort wirkt jetzt. Das ist die Aufgabe vom Wort, das an mir wirkt. Ich setze mich dem aus und es wird seine Früchte bringen zu seiner Zeit. Und wenn du jetzt noch gar nicht kennst oder dich fragst, ob es sinnvoll ist, zu ihm zu kommen, in die Gemeinschaft und unter die Vollmacht, ich möchte dir Mut machen, ihm das Recht zu geben über dein Leben. Der Lehrer zu sein. Jesus ist nicht einfach ein guter Lehrer und Rabbi gewesen, sondern er ist das Wort gewesen, er ist der Lebendige. Darum nimm sein Wort, leb auf dieser Basis. Und ich weiss schon, manchmal verstehen wir nicht, was wir lesen, das ist kein Problem. Mit der Zeit, wenn man mehr liest und länger liest, dann kommt das Verständnis vom Wort. Aber ich weiss auch nicht, wie das Aspirin funktioniert. Ich ziehe es mir einfach rein. Ich gehe heute Nachmittag an die Sonne und ich weiss, jawohl. Lass uns aufstehen miteinander. Und ich hoffe, dass das Wort heute Morgen dich erfrischt hat. Und dass du in die Woche gehst mit einer neuen Gesinnung für sein Wort. Und in sein Wort eintauchst. Und gib ihm die Chance, dich nicht aus der Ferne zu leiten, sondern aus der Nähe. Heiliger Geist, danke, dass wir unter deiner Leitung und Führung sein. Als deine Gemeinde in dem Tal, aber jedes Einzelne für sich, auch morgen, wo wir sind, in unserer Schule, an unserem Arbeitsplatz, daheim. Danke für dein Wort, das du uns gibst, das Vollmacht hat. Auch heute noch. Auch das geschriebene Wort, die erfasste Wort. Danke, dass jedes ganz besonders in dieser Woche eine starke Erfahrung machen darf von der Wirksamkeit von deinem Wort in ihrem Leben. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du Themen hast in deinem Leben, die dich gerade beschäftigen, dann such im Wort nach diesen Themen. Heute hat man ja super Möglichkeiten. Dann forsch, wo steht über das Thema etwas. Und dann nimm das Wort, als wäre es Medizin. Es ist das heilende, befreiende Wort. Meditier's, leb's und Veränderung wird kommen durch den, der lebendig ist, das lebendige Wort und sein Geist.
Nächsten Sonntag werden wir das Thema haben, Jesus heilt und befreit. Danke dir, Jesus, für dein Wirken jetzt unter uns gerade auch. Dass jedes, der dich kennt, darf näher zu dir kommen. Und jedes, der noch zögerlich ist und dich noch nicht kennt, heute eine Entscheidung darf treffen. Ich stehe zu dir, lehre mich. Du bist Herr über mein Leben. Amen.